Gute Marius. Ich würde auch sagen, dort hier sich schein, das ging gut. Frauen mutig singen, Gott loben und preisen für was er getan hat. Für uns, dann kommen so viele Tipps an, was Matt singt, und ich gehe noch so viel besser. Und ich glaube, die Leute Aposteln sagen, bei der Andacht von der wir haben Leben durch Jesus. Ich habe dann von der reden, von wo wir wären, was wir haben, was uns sagt, ihr wird, aber wir uns bekehrt haben, und was Jesus hat getan, uns zu helfen. So, unser Leben ist durch Jesus. Ich will was erfahren, erst in Epheser Kapitel 2. Wie in der Bibel in Hand, kann du weil ich mit Hand drehen. Epheser 2. Kapitel. Und dann wollen wir reden ein bisschen lesen von, wo wir wären, uns anbekehren, und wo wir sind, wann wir uns schon hingegeben zu Jesus. Ich habe ja gesagt, der Schrift ist ein Rezeptbuch für uns. Wir können in meist jeder Stunde, wo wir uns befinden, in meist jeder Lehre, wo wir sind, können wir sagen, was die Schrift sein, dass wo wir können zurückkommen, hat Gott in seiner Weisheit uns ein Rezept gegeben, wo wir können zurückkommen und wo wir können uns sicher sein, was er uns gesagt hat in seinem Wort. So, Epheser Kapitel 2, der 11. Vers, oder der 11. und 12. Erstlich sagt er, vergeht nicht, dass wir von der Natur aus als Nichtjuden geboren. Je werden von die durch Menschenhand beschnitten sind, der Unbeschnittene genannt. Je werden dann ohne Christus und an Gott sein Volk wie gefragt. Und von Gott, in was Gott an Israel vermerkt und gesagt hat, ging ihnen nichts an. Die haben nichts zu hoffen und wären ohne Gott in dieser Welt. So erstlich, wir sind alle Nichtjuden. Es erklären wir es ab, was in Deuten. Ich weiß nicht warum, aber ich hatte so eine Gedanken, dass ich wieder ein Part von der jüdischen Familie. Ich weiß nicht, warum ich so gedacht habe. Niemals wäre so gesagt zu mir, aber ich hatte so einen Sinn. Aber wir sind darin alle Nicht-Juden. Wir sind nicht manche jüdische Familie geteilt. Und heute sage ich von Geburt an, von der Tür an, wie du mank, und wir werden ohne Hoffnung. Wir werden ohne Gott. Wir haben nichts nicht, was wir können sagen, wegen das, was wir geraten waren, wegen der Versprechung, was du wären alles an die Juden. Der jüdische Volk, da wird Gott seine Augen sein, seine Ausgewählte, das wären die, was wären, auf Englisch sagen, the apple of his eye, die wären vor allem, was die wird haben. Und die Nicht-Juden, was die rundum wären, haben nicht in Porte an, was Gott versprochen hat. So wie wir Nicht-Juden, oder wir sind Nicht-Juden, und weil wir dort sind, ohne Jesus, euer Jesus kam und was er dort für uns, haben wir kein Versprechen da an. Wir wären verlorene Menschen, wir haben kein Teil da an, wir haben keine Hoffnung. Aber wenn wir ein paar Versen gehen, das selbe Kapitel bei der 4. Vers, Epheser 2, Vers 4, sagt, über Gott ist so recht und Gnade. Und er ist uns so gut in seinem Leib, dass er uns mit Christus Taub wahre zum Leben bracht. Wann wir dort in unsere Sünden wären, durch Gnade war wir seilig. Gott hat so viel Leid für diese Welt, nicht? Das Johannes 3, Vers 18 sagt, er schickt seinen einzigen Sehen, so dass du kann teilnehmen daran, wenn wir erst auch wieder von oft wären. Wenn wir erst auch nicht manchmal die gewählte Gruppe geteilt werden, aber als Jesus kam, er sagt, er hat so viel Gnade. Wann wir dort in unserer Sünde wären, durch Gnade war wir seilig. Das erste Vers sagt, dann hat Gott uns mit Christus Jesus Taub abgewagt und mit einem Taub einen Platz im Himmel gegeben. Als Jesus an den Kreuz hängt, der starb für mich und für dich, wie wir weit offen sein Volk zu der Zeit, aber nur als er frech wird, er starb von den Kreuz, dass du kann seilig werden, er sagt, du merkst, dass Gott am Abwehren von dem, wirkt er uns auch ab mit am Taub. Also Gott hat uns mit Christus Jesus Taub abgewagt und mit einem Taub einen Platz im Himmel gegeben. Erst wie wir weit fahren, mit Jesus haben wir hier Teil an das Platz im Himmel. Er sagt dort, heu in der todknämpfige Tiden, damit in der Tod kommt, was noch Future ist. In der Tiden hat er uns in Christus Jesus
dort in den zukünftigen Tiden uns in Christus Jesus bewiesen können, wo vertraglich recht Hij und genug ist und wo sehr gut Hij uns ist. Und der 8., 9., und 10. Vers, das sind für mich eine ganz beste Verse in der Schrift. Wenn hier sagt er uns, du kannst dir nicht verschaffen, das hat nichts zu tun mit was wir tun, was wir können tun. Er sagt in der 8. Vers, die sind durch Gott in Gnade gerat. Willst du glauben? Das ist der Punkt. Er sagt, nicht die sind durch Gott in Gnade gerat, willst du tun alles, was die wollten zu tun, die haben gut genug können tun. Er sagt, nicht von denen, er sagt, die sind durch Gott in Gnade gerat, willst du glauben? Und an derselben Vers sagt er, dort ist nicht durch deine Worte. Das war ein Punkt. Haf nicht zu tun, dass du erst hast, könnt genug Dinge gut tun, dass Gott die annehmen will. Haf nicht mehr zu tun, er sagt, nicht durch deine Worte. Und dann ist der letzte Part von der Vers, sagt, dort ist ein Geschenk von Gott. Das war ein Punkt. Hier sind 3 Dinge, was er sagt jetzt in dieser Vers. Erstlich, haf nicht zu tun mit deinen Worten. Das ist ein Geschenk von Gott, das ist durch genug. Alle 3 Dinge in dieser Vers, in diesen Punkten hängen rum, das sind nicht Frauen oder Komma, du hängen rum, das ist, hier sagt er uns, der eine Vers sagt er, dort ist nicht mit Worten so dort, keiner Ursache hat sich selbst zu loben. Vielleicht ist es nicht, wenn wir nicht angenommen worden, wenn wir deuten, wo wir können sagen, ja, sieh, Gott, der hat gute Leute an mir, will ich deuten, so, dann heben wir uns selbst ab. Aber er sagt, das ist nicht von seiner Ursache und dass wir uns nicht selbst kann loben. Der 10. Vers sagt, dadurch, dass wir mit Christus Jesus verbunden sind, hat Gott uns nie geschaffen in einen Stand versaat, dort wir Gott tun kann. Gott tun zum nur an Gott kommen, ist nicht möglich, weil es du noch ein Sender wirst, dann hat er so viel Leute von uns, dass er von uns gestorben wird. Weil er sagt, nicht, dass wir in den Stand versaat sind, dass wir mit Jesus verbunden sind, nur kann wir Gott Dinge tun, was er annehmen kann. Und der letzte Part von der 10. Vers sagt, nu soll wir du leben. Das ist nicht, wenn wir uns respektiert haben, dann können wir leben als ein Feind in der Truth nicht. Der sagt, nu soll wir du leben, dass wir kann gute Dinge tun. Nur, dass wir uns bekehrt haben, wir haben Jesus angenommen als uns persönliche Heiland, nu können wir gute Dinge tun, was er dann kann annehmen. Aber die Dinge, was wir dann tun können, das uns doch nicht nur an Gott bringen, aus in dem Moment, wo wir uns bekehrt haben, dann sehen wir bei Gott. Die gute Dinge können wir tun, und er wird die annehmen, aber die dann uns nicht nur an Gott bringen, und er wird uns nicht mehr Leben haben, mehr Leben beweisen, oder bessere Dinge gleich geben, mit, willst wir gute Dinge tun. Er sagt, nu kann wir, nu wird er annehmen. Aber das hat doch noch nichts zu tun, mit wo ich bin, wie Gott kommen kann. Wenn er hat so viel Leben für mich und die, als wir nach Sender werden, dann wird er von uns gestorben. So erstlich, wie wir dort in unser Sinn und durch Jesus, die wir nu abgewacht haben, wir leben. Der zweite Punkt, was ich will hier übergehen, ist, wie wir eine Sklave zu unserem Sinn, euer wir uns bekehrt haben. Wenn du nach deiner Sinne Person bist, die sich noch nicht bekehrt hast, vielleicht kannst du mitstimmen mit das. Als ich bin jung, wenn ich schlupen gehen deed, dann habe ich gewöhnlich gesagt, ich war ein Gebet am Abend. Gott, du mir zu Gott, alle Dinge, was ich getan habe, morgen war ich besser. Ich habe mich noch nicht bekehrt, aber ich will jeden Tag Gott zu mir zu Gott, was ich alles getan habe. Und der wird zu sagen, jeder nach, wenn ich jeder Tag frisch war, was erreicht. Ich wird versklavt an meine Sinn, ich könnte nicht losfahren, und das geht ganz, nächsten Mal ist das ganz befreudig, bis ich frisch hat gesündigt. Das ist ein sehr schweres Ding, allein sein von der Sinn loszukommen, die nicht bekehrt hast und die nicht der Halb hast von Jesus seine Kraft, dann sind wir versklavt an den Sinn. Das ist der Messe, in dem Wort, die das und wo das, immer war fort an der Tränen. Johannes 8, Vers 33 und 34 sagt, sie sagten zu ihm, wir stammen von Abraham her und sind niemals an wem versklavt gewesen. Wo kannst du sagen, die sollen frei gemerkt worden? Jesus sagt zu ihm, ich sage ihnen die Wahrheit, wer du sündig ist an den Sinn versklavt. Das ist dann hier vergeben, oh, wie stammen von Abraham her. Das würde besser sein, als wenn ein Düver haben gesagt, oh, ich sehe aus dem Dietrich geboren. Oh, ich sehe aus dem Mennonit geboren. Du wären, sie hat nur im Port von Gott seine angenommene Welt, also ich geboren, sie hat wie gedacht, ein Plot Dietrich. Ich sehe gedacht, ein Mennonit.
Ich sehe den Mann geboren, das war ich hier. Das wird das hier sein, Leute. Er sagt, ach, stimmt, ihr von Abraham her. Jesus sagt, ich sage dir die Wahrheit, der wird Sünden down und Sünden leben, die sind Versklavte an. Die wird frei gemacht worden von dort. Und Jesus Christus, als der wird uns frei machen davon. Das sind down, dass du, was von der Kirche du forschst, was von der Sprache du vertalst, wo du geboren bist, was von der Familie. All dort, das meint nicht, wenn es kommt, dass aus du Gott gehören, das nicht. Der einzige Ding, was du da in Unterschied merken, dass wenn die Hand geben, das und die bekehren das, und Jesus annehmen, als dein persönlicher Heiland. Das außen dort ist der Vers in Johannes 8, sagt er, du werden, wenn die sehen, die frei merkt, sind die wirklich frei. Dann kann je von der Sinn loskommen, rauskommen von dort. Dann braucht ihr nicht mehr versklavt sein an. Ich will nicht sagen, ihr wollt niemals nicht eine schwere Zeit haben oder dass ihr nicht wollen Pläuen haben und so weiter. Aber dann kann jeder rauskommen, weil es nur, wenn die sehen, die haben frei gemerkt. Jesus Christus, Gott sehen sehen. Dann kann je frei kommen. Wenn heute die frei merken, dann sagt er, dann bist du wirklich frei. Galater 4, Vers 1 sagt, dann blieb nu in der Freiheit, wo der Christus uns verholfen hat, und lud ihn nicht weiter ins Sklavenjahr ableihen. Wie wir versklavt ohne Sinn, aber nur, dass Jesus uns da verrückt gehalten, man sagt, nur mit jener Freiheit, lud ihn nicht weiter treten in den Sinn an. Das braucht Glauben, dass Jesus uns auch wirklich frei gemerkt, wenn wir haben Hand angenommen. Und wir sollen uns an den Glauben festhalten, auf was er gesagt hat, als Wahrheit. Wenn wir immer zweifeln tun, ob es Wahrheit ist oder nicht, dann ist es leichter, findet, die Trainant reden war in den Sinn. Aber der sagt, wenn der Sinn dir frei gemerkt, dann bist du wirklich frei. Aber wir sollen bleiben in der Freiheit. Alle Tag an selbst denken haben, Jesus hat mich frei gemerkt. Uns an das festhalten, so wie den Tag kann durchkommen. Je doller die denken haben, dass Gott die hat frei gemerkt. Je doller die denken haben, dass Gott die frei gemerkt, durch sehen, je leichter ist dort von all das Böse wegbleiben. Wir haben die Kraft, wir haben wir Trouble, wie Zweifeln, sie wie wirklich Rat, sie wie nicht. Aber wenn wir uns denken haben, dann jeder Tag, nee, die Bibel sagt. Das sind dann, was die Menschen Rami sagen, das sind dann, was andere glauben für mich, bei der Bibel sagt, das das Wort glauben. Galater 4, Vers 13 und 14 sagt, Brüder, ich habe sagen, Brüder und Schwestern, weil ich sage, Brüder, jüngst hat Christus die Freiheit verhalten, bloß braucht die Freiheit nicht, das Fleisch den Willen zu lassen. Denkt einer den anderen ut live. Was der ganze Gesetz als mit ein Wort topgeführt. Die sollst dienen nur bei Jerusalem Gott sein und aus die Salz. Er sagt hier, wir sollen nicht die Utsach haben, so nu sehe ich frei, nu kann ich dann tun, was ich will, und ich sie doch gerät. Er sagt, du nicht die Freiheit brauchen, die im Fleisch zu gefallen. Uns Fleisch will ganz das, was es für uns Geist will. Er sagt, braucht die Freiheit nicht, die im Fleisch zu gefallen. Er sagt, der ganze Gesetz, der sich taubfuhrt mit der einen denkt, dass die nur so der Gott sein als die Salz. Wenn ihr dann denkt, dass Jesus sagt, an was gefragt wird, als der Graz, dann er sagt, erstlich, wir sollen Gott ans ganzen Horten Säulen sein, so wie arm leuven. Und der zweite sagt er erst dasselbe, oder erst mit dort gleich, sagt, sie die nur bei Jerusalem Gott, als was die Salz passt. Wenn wir wollen dragsam mit unserem Nubersch-Gott sein, wer wir dann erst, dann haben wir wenig Zeit, uns Fleisch der Wellen zu lassen, nicht? Wir sollen, erstlich, wie wir versklavt in den Sinn, und Jesus hat uns frei gekauft mit seinem Blut, dass wir nicht mehr versklavt brauchen, sagen wir an, wenn wir die Freiheit haben, dann sagen wir brauchen andere Götze zu tun. Nicht mal bloß an uns selbst denken. Der nächste lese ich Jesaja, das 64. Kapitel, er sagt, wie wir ein unreines Volk. Jesaja 64, Vers 5. Euer wie ans Hand, gegeben Gott, wie Jesus hat angenommen, was er getan hat für uns am Kreuz, sagt er sie wie ein unreines Volk. In der 5. Vers in Jesaja 64 sagt er, wir sind alle so als die gesetzlich unrein sind. Die uns soll reich bewiesen, als aus ein schwinschet Kara. Wir sind aus verdrehte Blätter. Und unsere Sinnen fehlen uns zu sehen, so aus ein Wind. Ut uns selbst, sagt er hier, euer, die bekehrt hast, du bist aus ein schwinschet Kara. Man reicht, er wird uns probieren zu belehren.
wenn die ambitioniert sind sie als Schweinsche, verlämmte Kadern. Dort merkt andere Dinge bloß auch nach Schweinsch. Das halb nicht ans mit seinen Dingen sein Rente merkt wie als Schweinsch. Dort sagt das ist verdrehte Blätter und die Wind, der uns einen Stich fehlen, das, der uns an die Sinne einen Stich fehlen, das ist ein Wind. Wenn das alles ist verdreht, schwinschet, wird der nicht dauern hat. Und Jesus sie wie anrennen, aber hör mal, was er sagt in 1. Johannes 1, Vers 7, da ich nein. Er sagt, Gott erst wird uns reinmerken, wir können nicht selbst tun. Wir können nicht sein, von der ich bitte anfangen, nu will ich sehr proben werden, nu will ich bitte. Wir können uns nicht selbst reinmerken. Er sagt in 1. Johannes 1, Vers 7 Anfang, wenn wir über im Licht von Gott leben, so als er im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft untereinander. Und das Blut von seinem Sohn Jesus Christus merkt uns rein von allen Sinn. Das Blut von Jesus, was wir in die rein merken von unseren Sinn, das kann ich nicht tun. Das ist nicht in unserer Macht zu tun. Aber ich sage, durch Jesus Christus sein Blut merkt uns rein. Wenn wir sagen, wir haben keine Sinn, dann lieben wir uns selbst was fair und haben die Wahrheit nicht in uns. Das ist vielleicht ein bisschen, wenn wir sagen, dass die Juden den Axt stammen von Abraham her, oder Axt sie ein Plot-Teacher, Axt sie in dieser Charakter, in Jana oder so weiter. Axt sie in Mennonit, Axt sie wings dich bei. Wir können uns selbst nicht reinmerken. Er sagt, Jesus, als wir uns reinmerken, wenn wir sagen, wir haben keinen Sinn, dann dürfen wir uns selbst verlieren. Der eine Fall sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht und vergibt uns die Sünden und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Hier kann ich nicht tun, das ist ein Werk von Gott in mein Leben und in dein Leben. Wenn wir uns handgeben, dann heute das reinmerken. Aber wir annehmen sie wie Schweinsch, so das Schweinsche Kadern, das hat keinen Wert. Wenn wir uns nicht bekehrt haben, heute kommt und merkt uns rein. Dort kann nicht ich in die tun. Aber wir Jesus annehmen, dann haben wir eine Schuld. Der Sinn, wenn wir eine Sinn getan haben in unserem Leben, und Jesus, dann haben wir eine Schuld, und die Schuld ist immer betont mit dem Tod. Wen unsere Sinn haben wir eine Schuld? In Galater Kapitel 3, Galater 3, Vers 13 und 14 sagt, Christus hat uns losgekauft von dem Fluch. Den dort Gesetz über uns bracht, dadurch, dass er den Fluch ab sich nimmt. Weil dort steht geschrieben, wer am Kreuz hängt, ist verflucht. So dort Abraham sein Sehen durch Christus Jesus ab der Fall gekommen dort, und so haben wir den Geist gekriegt, der uns versprechen wird, wann wir glauben wollen. Wir haben eine Schuld ab uns, aber wir Jesus haben angenommen, haben wir eine Schuld ab uns, weil wir haben gesündigt, in keinen Sinn können im Himmel nehmen, sondern sie wie verdammt in der Hölle zu gehen. Ohne Jesus haben wir eine Schuld ab uns, und die Schuld war bloß betont mit dem Tod. Du kannst ihn nicht ändern. Wir können den Lohn, den Schuld können wir nicht betonen, über uns selbst. Ich habe einen Weg, wenn der Tod also uns denkt, was dort betonen. Und Jesus Christus, der hat sich selbst verflucht worden, ab den Kreuz. Und sie bloß die Luten vergeuden für mich und die, dort heu den Schuld können betonen für mich und die. 1. Korinther 6, Vers 19 und 20 sagt er weiß je nicht, dass ein Körper ein Tempel für den Heiligen Geist ist, da ein jemand wohnt, in dem je von Gott hand, je ihnen jemand selbst nicht, oder je ihnen jemand nicht selbst. Je sind für einen dearen Preis gekauft. Du wirst verherrlicht Gott mit dem Körper. Den Preis, was Gott holen wird, er sagt, er wird für einen dearen Preis, was wir gekauft werden von der. Er betont die Sinnschuld, was wir haben ab uns betont, und kauft uns die Rüt, sodass wir können so aus schuldlos sein, wann wir nicht sind. Er betont mit seinem Blut, da wir in sehr dearen Preis, was Gott holen wird, dafür, für mich und die Beute uns das an aus dem Fried geschenkt ist, wie in Epheser 2 lesen werden. Dort aus seine Gnade kriegen wir dessen Lohn betont, im Sonst für mich und die, wenn am das auch sehr dir wird.
Hij zegt, ik wil je terughelpen, wil ik weet, je kan dat niet. Mir werd einmal eine Frau gestellt, wo naja hat Gott de ganz geradste Life bewezen an die. Het was van tijd, ik zal maar 3 denken in mijn leven, van zoiets me denken, dat ik nu, wo naja heeft Gott de ganz meeste geradste Life bewezen an die. En dan kan ik vielleicht 3 denken, ik hoor eenmaal zo, dan gelijk me dit, dan geloof ik, heeft Gott mir wat beschonken, so ik geloof dan, heeft hij vielleicht Life gehad, aber nee, de Schrift sagt, was sollten wir noch ein Sender werden? Als wir noch in onze Sinn wären, starf hij für mich und die, hij hat so viel Leid für diese Welt, hij schickt ihn einzigen sehen, dass hij für mich und die wird die Schuld betonen, dass er eigentlich kann schuldlos vor am stehen, wenn andere doch gesagt, dir kommt da, aber hij betont den Preis für mich und die, dass er eigentlich kann schuldlos vor am sein. So Gott läuft uns ganz meiste, als wir noch ein Sender wären. Weil sie in der Leute jetzt nicht hacken und lehren und uns tun, was wir tun. Als wir Sender wären, dann läuft er uns so viel, dass er sie sehen schickt und dass er nicht noch. Dass er uns dabei hält. Er sagt, er hält uns in seine Hand. Sagt Jesus, und dann sagt er, aber nicht nur dort. Er sagt, ich und Gott sind ein und Gott hält die auch in seine Hand. Wir sind sicher. Wenn wir uns so bekehrt haben, das ist vielleicht schwer zu begreifen für uns, wenn wir nicht gewarnt sind zu hören, dass wenn wir uns bekehrt haben, dann sind wir sicher, Jesus hält uns in seine Hand. Er hält uns fest, wir sind dabei, wir können nicht nur selbst rühren, er hält uns. Keiner kann kommen, die rühren, wenn er hält uns. Wer oder was als stärker als Gott, er sehen, Jesus, das ist nicht möglich zu sagen, dass was eine geradere Kraft irgendwo, dass dann so kann kommen rüberplacken, das er will. Das ist nicht möglich. Er sagt, ich halte die fest. Wenn wir ohne Gott sind, oder ohne Jesus, dann haben wir uns der Heil verdient. Das wir lesen dann in Matthäus 25, Vers 41, sagt er, dann wird heute an seine linke Seite sein, wach mit Jünd, die Verflüchte, im ewigen Fiernan, dort für den bösen Feind in seine Engel reingemerkt ist. Das wird hier sein, das wach mit Jünd. Das wird all das sein, was der Irrschlich, was der nicht han wild am annehmen, was sein jeden am gewas. Han gesagt, ich will nichts von die weiten, ich will mich selbst weiten. Und auch all das, was der Glauben sei, dann genug gute Dinge zum Gott kommen. Wenn du nicht Jesus hast angenommen, aber du glaubst, ich will mit all meinen Worten genug tun, das Fleisch, was das gute mehr sein, als das schlecht, dann was er mir annehmen, du werden. Today wird er desewert sein, wach von mir. Die Verflüchte. Weil bloß Jesus in Blut allein betont die Schuld, was er in die Hand gehört. Aber er sagt in der Vers, dort für den bösen Feind in seine Engel als Reich gemerkt. Das sagt er nicht, ich habe für alle Menschen, die nicht wollen, in Hau gemerkt. Er sagt, nee, das ist nicht nur für Menschen, die merkt ihr schlecht. Aber wenn die bloß nicht wollen, mich annehmen, sagt er dann, weil die kriegt die Hand kommen, wo der Feind in seine Engel handeln. Aber wir haben in Römer 6, Vers 20 durch 23 lesen wir haben euer Leben durch Jesus. Hier ist eine gute Antwort dafür. Und das sind so einfache Antworten. Du wirst erst schwer für Menschen zu begreifen, glaube ich, er sagt, wenn du mir was annimmst, dann wollt ihr euer Leben geben. Und dann fängt er sagen, das wird man nicht so leicht sein. Na, nicht, wenn die Salzproben warst, dann wird es nicht so leicht sein. Aber wenn du Jesus was annimmst, dann wird er für dich. Römer 6, Vers 20 durch 23 sagt er, als je an den Sinn versklavt werden, hat die Gerechtigkeit kein Heil angehend. Und was brachte die Tiefjünd an? Dinge, mit denen ihr nach schämen, wenn ihr daran denken. Willst du führen zu Gott lassen zum Tod. Aber, der 22. Vers, hier sagt er, aber, nu, dass ihr von der Sinn frei und an Gott versklavt sind, habt ihr durch die Heilung gewonnen und haben das ewige Leben. Der Lohn, den der Sinn tut, als der Tod, Gott überschenkt das ewige Leben in Christus Jesus uns Herrn. Halleluja. Wir müssen sagen, preis Gott für das. Wenn ich weiß, ich kann mich selbst besser als das für das, und Gott kann mich noch besser, aber ich kann Ihnen sagen, ich fall kalt, wenn ich mich selbst will. Ich komme dort nicht nur.
Aber er sagt, Gott überschenkt uns das ewige Leben. In Christus Jesus uns Herrn. Wer sich hingeben zu Jesus, wer am annehmen das als ihr persönlicher Herr und wer dort stopp nehmen das und sich du bekehren das, hat einen Teil an das ewige Leben. Jesus ist der Einzige, was diese Schuld kann betonen für mich und die. In einem Fall, das auch so schwer ist, heute in den Garten Gethsemane ist, heute beim Beten deit, haben wir das so wichtig, dass er Gott, wenn der irgend in unserer Weg ist, nimm das Köpfe von mir. Wenn er wisst, was er durchkommen wird sehr schwer sein. Er sagt, wenn der in unserer Weg ist, nimm das von mir. Und dann haben wir das so wichtig, dass er sein Blutfall, oder sein Schweitfall so aus Blut drappen. Das wird sehr, sehr wichtig für ihn. Aber er sagt, wenn du sagst, kein Weg ist, dann lut lieber den Willen gedun sein aus mir. Das ist das, was heute durchkommt, für mich und die, ich habe teilhaben an was heute oben das Himmelreich, er sagt, wir wollen mit oben sein mit ihm. Wenn wir das nicht getan haben. Er hat das getan, durch sein Sehen lassen und Kriegs gestorben, sein Blut zu vergeben für mich und die. Aber wenn wir wollen ein Port anhand an das ewige Leben, dann braucht das Wort an unsere Seite, so wie das wir das annehmen tun, und dann wieder bekannt, wer Jesus wirklich ist. Das ist eine Geschichte in Matthäus Kapitel 16, etwa Vers 13 durch 17 lesen. Hier so sagt, als Jesus hat viele Dinge getan, als viele Menschen in dem Fall geredet und Wunder getan. Und dann hat er nur dem Detail noch mehr, aber hier so, als er schon beklimmig gedauert apart als mit seinen Jüngern, der 13. Vers anfangen, Matthäus 16, sagt er, als Jesus in Caesarea Philippi angekommen wird, fragt er seine Jünger und sagt, wer seien die Menschen dort ich, die Menschen sehen sie? Der 14. Vers sagt er, und sie sehen, einige seien, du bist Johannes, der Täufer, andere seien, du bist Elia, und einige, du bist Jeremia oder ein von den Propheten. Und er sagt ihm, wer seien je, dort ich sie? Wer sei je, dort ich sie? Er fragt ihn hier persönlich, ich frage, wo leben die Menschen? Was seien sie? Wer glauben, dass ich sie? Haben die so ein Teil gehört und da Wunder gesagt, wer glauben die wirklich, dass ich sie? Ja, die haben alle Sorten verschiedene Antworten, vielleicht ein Prophet, vielleicht Jeremia, vielleicht Elia. Und dann fragt er die Jünger, wer sei je? Die sind mit mir top gewesen, für so lange. Die haben das alle persönlich gesagt, die haben gehört, was ich gesagt habe, die haben gesagt, die wollten weg sie. Wer sei je, dass ich sie? Petrus, mir fragt von dessen, in meinem Kopf, und hüpft der Fuß ab und das reicht ihm sein. Er wird einmal right, Fuß, hast dich right Dinge zu sein oder zu tun, er hat Bedenken da, aber hier so in diesem Steck, Jesus sagte Petrus, erst, Simon Petrus Antwort, Fuß, jetzt hier, heißt er, ganz erst da war er. Der andere hat noch gleich Zeit gehabt, vielleicht nicht etwas zu grabeln oder irgendwas zu sein, sagt er, in der 16. Vers, Simon Petrus Antwort, du bist der Christus, den Leben in Gott sehen. Vielleicht kann ich sagen, Petrus, der ran sich selbst irgendwann achten, wenn er wird viel zu leicht reicht, einfach sein oder down. Aber an diesem Tag haben wir sich ganz einig. Du bist Christus, den Leben in Gott sehen. Jesus sagt an Petrus in der 17. Vers, seilig bist du, Simon, Jonas sehen. Das hast du nicht von Menschen, das hat mein Vater im Himmel die offenbart. Alle Menschen, die sehen, wie Jesus wird, einer oder der andere, die werden sich vielleicht einig in was Dinge, dass Jesus wird somewhat gerautet. Vielleicht ein Prophet, vielleicht das, was sie wissen, nicht gekriegt wird, aber somewhat wissen sie wieder. Aber der Petrus das Antwort hat, du bist Christus, den Leben in Gott sehen. Dann sagt er, du bist seilig, Simon, Jonas sehen. Das hat nicht die Menschen, die offenbart. Das hast du nicht, wegen Menschen haben die alle Sachen verteilt. Das hat Gott selbst, die aufgemerkt hat. So ein Ding, was wir machen tun, was ab uns ist wie man annimmt, was Jesus getan hat für uns. Wie kann das aufschieben sein? Ich glaube das nicht, ich will allein proben. Das ist möglich zu tun, die kostet sein. Aber eng davon ist nicht fan.
Aber wenn wir annehmen dann sein, dass Gott sein Wort sagt, und ich das annehmen willst, so das Wort hat, und das war Petrus hier, der sagt, du bist Christus, den Leben in Gott sehen, dann sage ich, ja, das haben, du bist säulig, wenn das. Wenn das ist, was dir was Leben bringt. So vielleicht jeder von uns kann uns vielleicht diese Frage selbst stellen. Wer ist Jesus? Wer sagst du? Jeder einer von uns persönlich. Wer sagst du, dass er ist? Der kostet bloß du für die selbst persönlich eine Antwort vergeben. Das kann keiner tun für die. Aber wenn du mitstimmst, das, was Petrus hier sagt, Jesus ist mein Herr und Heiland, das ist mein Rat. Das ist das, den Leben in Gott sehen, was er kommt, da meine Schuld zu betonen und den Kreuz. Wenn das deine Antwort ist und das, was du glauben lässt von Herzen, dann sagt er, dann bist du säulig. In der Apostelgeschichte 16, Vers 34. Das wird, wo Paulus und Silas auf der Reise werden, entweder angestoppt, während dem Gefängnisbahn, entweder gescheit mit Wippen für Schlauen und so weiter. Und dann durch den Jail gestoppt, für was sie die predigen deuten. Und dann in der Nacht, dann loben sie Gott und singen die Leute. Und kommen ein Erdbeben, dass die ganze Jail, alle deren waren abgedoen. Und der wird abhosten, der wacht, dafür, der hat Angst, dass sie alle würden nicht sein, wo sie es ab den ihnen schwer fallen. Wenn er dachte, wenn er die Leute wegkommen, würden sie am Video merken, will er das schön Salz da, und dann sagt Paulus zu ihm, hey, das lebe nicht, wir sind alle hier, komm, check. Und dann kommt er hin, und dann in der 30. Vers sagt er, hey, brach am Rüt und seht, liebe Herren, was mit ich tun, dass ich säulig war? Er können sagen, hier wird was Besonderes. Er weiß doch, was sie gepredigt haben, hat er vielleicht selbst gehört. Erst wird er hart gehen, also vielleicht kriegt Port an, hat ihm sagen, wie viel mehr sie diese Männer sollen haben. Er wird ihm abhosten nach einer Zeit. Und er hat das alle bejahend, er sagt, was muss ich tun, dass ich säulig war? So ist jeden Tag der 31. Vers. Glaub an den Herrn Jesus Christus, dann warst du in deine Familie säulig. So, ich will hier erst sagen, der meint hier nicht, dass wenn Mann, Vater, Papa sich bekehren, dass die Familie automatisch alle gerat sind. Das ist nicht für das Hoffen, wenn jeder einer mal persönlich. Aber was hier meint, dass in Schlüssel 3 steht, ich habe hier, wo heute in der Barna Group oder was, da hat ein Survey getan, eine Statistik, die sieht, wenn Mama zu Glauben kommt, da ist 17% Chance, dass die Familie was herankommt. Wenn Mama das erste das. Das kann passieren, aber das ist eine 17% Chance, dass die Familie dann ganz von Jesus kommt. Aber wenn Papa erst das, der Mann, der Vater am Haus, dann ist es 95%. Und das meine ich, dass in jeder Familie das immer was so war, aber wenn Papa oder Vater oder Mann im Haus das erste zum Glauben kommt, und heute laut weiten, ich habe Jesus angenommen, meist immer, sei er sagt, Herr, und dann sagt die Familie, ich will dort. Wenn ich kann sagen, was die veranlassen, was das hier war. Ich kann sagen, was der von Unterschied ist. Meist immer, wenn ich und du als Papa, Vater, Lehrer am Heim, wenn wir das tun, meist immer die Familie will mitkommen, wenn ich kann sagen, das ist, was gut ist. So, der meint hier nicht, wenn der Mann im Haus oder der Vater, wenn der sich bekehren, der dort nicht automatisch nicht wollen alle Kinder mit alle herankommen. Das ist nicht automatisch, dass die sind, die bei euch gerade, aber der Prozent ist sehr groß, dass die wollen herankommen. Der 32. Vers sagt, dann predigen sie den Herrn sein Wort und all die Dinge in sein Haus. Und dann hier ist die große Veränderung, was hier passiert in das Mann sein Leben. Der 33. Vers sagt, und krieg dann, danach wasch er die Blutstreifen auf. Erst teilnehmen an diese Männer verheben und was immer der hat getan. Und krieg ihn danach, er bekehrt sich und er fängt an aufzuwaschen und kann sagen, was er getan hat. Und will er anfangen, gute Dinge zu tun. Er wascht die Blutstreifen auf. Dann sagt er, und kurz durch Leute er sich in seine Familie deuten. Wenn Jesus in dein Leben ankommt, das bringt
plötzlich eine Veränderung, wo die denken das. Du hast eine Zeit, wo die Brücken, dass ich mal gesagt habe, wenn ein Opel bin, was ausgeast, alle Sackers machen die Rückkommen, was alle die Kraft wollen, seine Rüte nehmen. Du hast Arbeit zu tun, die Brückwerken, vielleicht eine weiße Zeit oder alle Taub schmacklos und das, aber das passiert, kurz eine Veränderung in seinen Gedanken. Nur weil einer Gott zu Dank leben in ihr, muss einer. Und das ist ein Ding, wenn du das Jesus bekannt als Herr und Heiland, Römer 10, Vers 9 sagt, mit dem Mühl bekannt von harten Glauben, dann bist du seilig. Du hast dann kurz an die Gedanken der anderen, kurz wo kann ich Gott beweisen, wofür wird das zu mir? Nicht mehr, wo kann ich verdienen, oder je nicht Gott und ich kann das Himmelreich verdienen. Durch Jesus haben wir das Leben, er hat uns von dem Sinn, wo wir dort an unser Sinn wir lebendig gemerkt, wo wir fürs Glück wir an der Sinn haben, er uns zurückgekauft, wo wir uns halb verdient haben, hat er uns nie den Himmel hergeregt. Wo er in die Tomaten down, als Jesus Christus annehmen, als uns persönliche Herr und Heiland an der Tausch stehen, dass Gott ist der Allmächtige, er hat alles erschaffen. Sehen Jesus Christus kam in diese Welt und durch, dass er sich Leute kriechen und sie ihm bloß dafür gehen, dass du kann seilig werden, du dadurch. Bloß, was er tun hat für mich und die. Und nicht nur, dass er gestorben ist, aber dass er den dritten Tag war abstehen und dass er nie im Himmel ist und er wird einen Tag zurückkommen. Erst einmal kam er zu mir und die raten, um uns das ewige Leben anbieten, uns das bringen. Und dann reicht alles dann, was der Brücke fährt, dass wir davon kann haben. Aber wenn er schwerer kommt, dann wird er kommen aus der Judge, was uns kommen. Alle, was das Hand getan, mit dem Haus nehmen und ihre Belohnung geben, und der wird nicht Hand, dass der dann waren, wachgestartet worden, in seine Linke sieht. Aber das hat er alles getan für mich, die nicht willst, wie Gott genug sind, aber willst, er ist Gott genug. Ich werde zum Schluss noch beten. Himmlischer Vater, wir kommen für den Heilige angesagt von aus Marius und wir wollen dir danken für uns diese Sehen und von aus Marius mit dieser Zeit, dass wir erkennen, den Wort kennen, was du hast für uns, was du hast getan für uns und was du von uns, wann wir uns Hand geben zu dir. Wir danken dir, Herr, dass dein Wort klar ist und der sagt, dass wir nicht selbst können, genug Gott tun, aber dass du hast. Das einzige Ding tun, was der Gott genug ist für uns, wie kann gerat sein, und das ist, dass du die ganz Hand geben willst. Mit den Tod am Kreuz. Wir danken dir dafür, Herr, und ich frage bloß, dass du wirst jedem ein und ihre Harten der klappen von der Smarts, wenn sie die noch nicht Hand angenommen, dass die nicht wirst tacheln, aber dass die irgendwo straten nur die. So dass sie auch werden kann, dass euer Leben schmecken. In der Nähe bekommt mit worden, willst wie hier nach Leben dann. Vater, ich danke dir, dass wir können immer waren die kommen. Dass deine Geduld und deine Genut ist, sie von dir noch für uns zu haben. Ich bete bloß für jedem ein Herr, dass du irgendwo dort ansehen, dass der Titel ist kalt. Der Titel ist von dir. Dass sie den sehen und annehmen als persönlicher Herr und Heiland, euer, die auf einmal kommen, das aus den Stille in der Nacht. Vater, ich frage, dass du jedem einwirst, Mut geben in der Sache, dass sie die wollen annehmen, und dann all deine Worte hätten wir in dein Wort, was du verehrt hast. Geplant für all die, was die gut sind. Wir danken dir, Herr, dass du bist vorab gegangen, für jedem ein, was die annehmen, der steht direkt merken im Himmel. Und dass du uns nicht warst hier so loben, aber du uns warst kommen, holen, du hast, wo du bist, wie kann man die taub sein für immer. Du danke dir für Herr. Durch Jesus in Namen. Amen.